Eine Gruppe in Nazi-Uniformen wandert durchs Berner Oberland. Am Wochenende hat die Polizei eine Gruppe aufgehalten, die von Kopf bis Fuß in Nazi-Uniformen unterwegs war. Ein paar von ihnen haben auch Hakenkreuze und andere Symbole aus der Nazi-Zeit getragen. Die Polizei hat ihnen gesagt, sie sollen das Symbol abziehen. Das hätten sie aber eigentlich gar nicht müssen, das erkläre ich dir gerade. Die Gruppe von etwa 25 Männern aus der ganzen Welt sind durchs Berner Wildhornmassiv gewandert und haben im Zelt übernachtet. Dass es so Gruppen gibt, die sich verkleiden, ist nicht neu. Sie sagen oft, es habe nichts mit Politik zu tun, es ginge um Gruppenzusammenhalt, Mutproben und so weiter und so fort. Kritische Stimmen sagen aber, es ginge darum, die Nazizeit zu glorifizieren. Häufig treffen sich die Gruppen heimlich. Auch bei dieser Gruppe wäre es wahrscheinlich nie rausgekommen, wenn nicht andere Leute, die auch gerade dort am Wandern waren, der Polizei angerufen hätten. Verboten ist das Ganze aber nicht. Die Polizei hat ihnen zwar gesagt, sie sollen ihre Nazi-Symbole, die sie getragen haben, abziehen, aber mit dem haben sie nur verhindern, dass es zu Auseinandersetzungen mit anderen Leuten vom Berg käme. Das Tragen von Nazi-Symbolen und zum Beispiel auch der Hitlergruß ist im Gegenteil zu vielen anderen europäischen Ländern in der Schweiz nicht verboten. Darum haben sich in den letzten Jahren auch immer wieder rechtsextreme Gruppen hier in der Schweiz getroffen, weil sie hier nicht strafrechtlich verfolgt werden. Das könnte sich aber gleich ändern. Unser Bundesrat ist momentan ein Gesetz zum Verbot von Nazisymbolen am Ausfeilen. Ob nachher so Wanderungen wie die am Wochenende strafbar werden, ist aber nicht klar. Das kommt darauf an, wie das neue Gesetz genau definiert wird und was nachher als Nazisymbol gilt und was nicht. Wie würdest du das definieren?